Zan der 1,5 Joer liewen mat duch a mat Corona an enger Art Ausnahmezostand. Viel Kritik an der Regierung, sowohl berechtigter wie auch unberechtigter, gëtt jo Zanter 1,5 Joer. Viel Froen, Stungen erstehen am Raum, so auch déi op de Rechtsstaat nach mat all den Mesuren an der Pandemie existiert, a fir wat Freiheit a Solidarität grad an dieser Corona-Zeit so wichtig sind. Das an einer Froen wird man lo an enger Diskussionsrunde analysieren. Bei uns am Studio der Politolog Armand Klass, der Philosoph, Auteur und Unisprofessor Norbert Campagna, den Ex-ADR-Deputierte Gast Giberien und Expert an Wirtschaftsfroen, den Edgar Bisenius. Null-Moderator als der Pierre Welter. Von unserem Gast, den Armand Klass, hat schon frei auf die Situation von der restriktiver Freiheit an der Pandemie hingewiesen. Dem nur eng echt froh und der Politolog, wie hier das Problem von der Freiheit gesagt, so auch ein Beispiel von der Massparty von jungen Leuten auf der Kinexwies am Stadter Park. Und ich habe ein bisschen observiert, die von Anfang an quasi, ich gehe nicht mit auf der Kinexwies, aber sie sind dann auf Place d'Armes, Clairefontaine, Knödler, das Chantier da war, das konterbonte Gruppe gëtt gegen all Méiges protestiert, gegen Maskepflicht, auch gegen Impfpflicht. Darüber hinaus ich immer in einer Situation, wo die Freiheit, Grundfreiheiten aufgebaut wird, ob ein mehr oder weniger vielleicht subtilerweise, kleinen Dosen, homöopathisch Dosen, vielleicht, und da kann die Pandemie auch in Vierwanzen, für nach mehr Freiheit wäsch zu hüllen, die verstärkt auch den Trend zu meiner Freiheit. Jedenfalls ist das beängstigend. Wen soll sich nach für die Freiheit ersetzen? Oder ist das kein großen Bien, kein gut, was so wichtig ist, gibt dadurch die vielleicht mehr wichtig ist, wenn ich muss aufweihen. Jedenfalls gesehen ich da große Gefahren, ob als Gesellschaft zukommt. Ich meine, die Pandemie gemeinsam überwunden als immer viel gewirkt an unserem Land. Der französische Philosoph Léon Bourgeois hat einmal gesagt, wenn ich solidarisch ist, heißt das auch Freiheit. Sie da immer darauf verstehen. Also ich will auch probieren, die drei Begriffe Freiheit, Sicherheit, Solidarität im Zusammenhang miteinander zu setzen. Ich fand nämlich nicht, dass Freiheit und Sicherheit zwei Werte sind, die sich widersprechen. Okay. Wenn ich nicht sicher sein möchte, draußen am freien Raum können zu bewegen, dann bin ich auch nicht frei, mich draußen am öffentlichen Raum zu bewegen. In der Hinsicht hängen die zwei miteinander zusammen. Und auf der anderen Seite, wenn ich nicht sicher bin, meine Freiheit können auszuleben, dann hat meine Freiheit auch keinen Wert. Solidarität, die könnt auch Leute um das Spiel. Weil ich meine, eine Gesellschaft, wo man nicht Individuen haben, das ist so eine offene Marktgesellschaft, wo kein normaler guckt, als eine Gesellschaft, wo wir einen starken Staat brauchen. Und das ist natürlich ein großes Problem in unserer jetzigen Gesellschaft. Ich sehe auch all die Gesetze, die hier gemäht gehen, als ein Ausdruck von dem Zusammenbrechen von den solidarischen Banden innerhalb von unserer Gesellschaft. Aber was wir haben, sind partielle Solidaritäten, das ist, was die Franzosen die Communautarismen nennen. Das ist am Ende auch eine ganz große Gefahr, sowohl für die Freiheit wie auch für die Sicherheit. Für allem, wenn die Gruppen dann auch wollen, und den Armen hat ja darauf aufmerksam gemacht, die Leute verbieten, das oder das zu sagen. Also an der Hinsicht, Solidarität ist wahrscheinlich eine von den Sachen, die am wichtigsten sind. Die hat Léon Bourgeois erwähnt, das ist Repräsentant vom Solidarisme, voilà. So um 1900 ungefähr in Frankreich, also so ein moderierter Sozialismus, muss man mal sagen. Ich muss noch zurückdenken, den Adam Smith, der ja ganz oft als ein Theoretiker, muss man sagen, vom Individualismus und von der kapitalistischen Marktgesellschaft angesiedelt hat, als in einem Buch über die Theorie von den moralischen Gefühlen Folgendes gesagt. Eine Gesellschaft, wo die Leute, heute man so solidarisch mit denen sind, ist besser wie eine Gesellschaft,
wo man nëmmen Individuen hunn, diese schüst nur der Gerechtigkeit an einem ganz strikten Sinn vom Wohltreten. Das heißt, da wir gerne eine bessere Gesellschaft hätten, sind wir auf Solidarität angewiesen, und auch Solidarität vis-à-vis vom Staat. Genau das. Das heißt, Solidarität für zu summen, erstens einmal als verantwortlich zu verhalten, sodass der Staat nicht braucht, die Repressivgesetze zu machen, an die individuelle Freiheit anzugreifen, das ist eine Selbstregulation von der Gesellschaft. An andererseits Solidarität für den Fall, wo der Staat gave Repressivgesetze machen, die als Freiheit ganz schrecklich erhöhen. Solidarität als ein Grundbegriff, zusammen mit Sicherheit und Freiheit, an die drei zusammen sind am Anfang auch das, was wir ein bisschen bei der Trias von der Französischen Revolution hatten, Liberté, Egalité, Fraternité, bon, qui die Sécurité dann auch noch dabei setzen. Ich meine, das müssten eben Grundpfeiler von der Gesellschaft sein, wo aber nicht der Staat sich soll darum kümmern, sondern die Gesellschaft selber. Und da liegt halt das Problem, dass jeder Verein als Engemeck als für Wert, weil wir auch die Sozialkrise, ökonomische Krise anzuführen haben. Herr Gibiri, was ist denn für einen Politiker, mit einem alle schlecht wie dir? Der hat schon ganz viel Erfahrung. Was zu dir dazu? Ja, ich meine, das kann ich nicht auf die aktuelle Situation von der Pandemie reduzieren. Ich meine, das ist vielmehr eine langjährige Entwicklung, die wir machen, die schon vor der Krise bestanden hat, dass als Gesellschaft immer mehr so näher geht. Wir haben nicht verstanden, die Kluft zwischen arm und reich mit klein zu machen, wir sind von Tag zu Tag mit groß. Wenn man die letzten Chiffre gucken, wie viele Leute man jetzt begonnen hat, Armutsgrenze von, da sind wir bei 100.000 von 600.000 Einwohner, dass dann durch Kluften entstehen, das ist eine normale Situation. Dass Leute eben das nicht akzeptieren, an sich auch zum Teil immer mehr machtlos fanden, für etwas können dagegen zu machen. Das ist Politik, die dezidiert. Die welche Politik? Ja, also, du verweist dich, dass die Politik dezidiert hat, an den einzelnen Bürger, den hat quasi kein Matspruchrecht. Nicht quasi kein Matspruchrecht, geht alle 5 Jahre an Wahlen. Also leben wir nicht an einer Demokratie. Wir leben an einer Demokratie, aber an einer beschränkten. Das Parlament geht ganz übergangen, das hat mir sich schon im Herz Ja, leiden. ich mein, Parlament- Frieden, Sie scheint zu war das Parlament nach do. Wenn wir heute Pandemie Ja. gucken, dann haben wir eine Etat de Krise. Eine Regierung kann aufgrund von der Verfassung eine Etat de Krise ausrufen für 10 Tage. Da kann ein Parlament mit einer qualifizierten Majorität, also nicht mit 31, sondern mit 45, kann sie die auf 30 Tage ausdehnen. Das ist quasi als Lützburg einstimmig dezidiert gehen. Die Opposition hat damit gestimmt. Das kann man gegen die Regierung die Pulver, weil man für eine Situation stimmt, wo überhaupt keiner etwas wusste. Das ist alles improvisiert. Man hatte keine Erfahrung oder nichts. Wir haben aus dem Ausland Situationen gehabt, dass wir das ähnlich von normals konnten orientieren, die waren katastrophal. Ich denke in Italien zum Beispiel. Du hast einfach, man muss nur etwas machen. Aber an den 30 Tagen haben wir schon gemerkt, dass eine Regierung dann aber von dem Pouvoir, den sie vom Parlament gekriegt hat, abusiert hat und am Anfang gemacht hat, was sie wollte. Politikdeputierte sind über die Presse geworden, wenn die Regierung eine Pressekonferenz gemacht hat, was dezidiert genau, wie man so viel Opposition gemacht hat. Also sind wir dann eine Stunde vor der Pressekonferenz informiert, was geschieht war, aber im Matspruchrecht war nicht da. Schon das ist die Schere, wie der Premier gesagt hat, wir haben aber gemeint, es wäre wichtig, dass man dem Parlament geben, die Pouvoir zurückgehen und dann abbauen. Das war gar nicht wahr. Die Opposition hat gesagt, wir verlängern den Etat de Krise nur den 30 Tagen nicht mehr, weil wir haben festgestellt, was an den 30 Tagen geschieht. Aber wir haben eine politische Situation, wo am Anfang den Etat de Krise weitergefolgt wird. Die Regierung dezidiert, aber wir brauchen keine qualifizierte Majorität, wir gehen mit 31 gegen 29 geht es praktisch. Alles, was die Regierung dezidiert, mit kleinen Korrekturen, das ist nicht nennenswert, was man an dem Parlament oder eventuell aufgrund von Propositionen vom Staatsrat geändert wird. Man geht zu 99% so durch, wie die Regierung nicht dezidiert, just mit einer mehr kleinen Majorität wie den Etat de Krise, das war 45 Stimmen, da brauchen sie nämlich 31 Stimmen, geht 29, wo alles durchgepatscht wird, an einer Rekordzeit, wo kein
Dokumente können diskutiert gehen, quasi keine Amendamente gemäht gehen, gibt freies décidéiert, mindestens gibt Projekt deponiert, dann gibt der Conseil d'État sein AW auf Mittwochs können dann Kommission an Donnerstags gibt gibt an der Chambre décidé. Da gesagt den direkt, und das merkt Leute auch, dass Demokratie auf dem Niveau do nicht mehr funktioniert. Und ich meine, dadurch entstehen die Konflikte und das Misstrauen. Und dann meine ich, wenn ihr dann mehr Pandemie selber zurückkommt, da verliert Leute ihr Vertrauen. Leute verlieren nicht Vertrauen auch an Politik, weil gesagt wird, wir müssen das dort machen, für das wir Christen können zusammen. Christen müssen das nur verlängern, für das wir Fürsten können zusammen, Fürsten verlängern wir für das wir Deutschland zusammenkommen. Also die Leute tun hier ganz Vertrauen an die Gestion do verloren. Und dafür meine ich, als mehr Risiko, den ich fährten, an das so gerade bei Ugelschnitte gehen, dass das Leute einmal kapitulieren. Dass sie nicht mehr bereit sind, der Lützburger sowieso ein, der nicht so sehr auf die Straße geht, der sich sowieso nicht sehr opposiert, der lässt Gottes fast über Gottes Land meistens laufen, solange wie Leute ihre Revenuen oder so in Vakanzen. Es sind viel zu viele Leute, die fühlen sich daran wohl, gucken nicht nur den fundamentalen Sachen. Und noch wenn ich da höre, dass die sagt, wir gehen den Leuten ein bisschen Freiheit zurück. Nee. Die Freiheit ist ein Menschenrecht, die holen die. Und dann muss Die das kann schon ich nicht geholt kriegen. gehen. Die kann ich nicht geholt kriegen. Kann also keine mehr Freiheit geben, ist schon Freiheit. Ja, muss schon noch ein zurückgedreht. Ja, und das ist der Politik für einen Bürger seine Freiheit zu garantieren. Nicht für so eine Kinder so zurück und das als eine Leistung durchzustellen. Nee, der Bürger hat ein Recht auf seine Freiheit. Und alles das zusammen, und noch vieles mehr, ich will noch nicht zu viel haben, sonst kommt Kollegen nicht mit drin. Alles das zusammen, wenn es meine Meinung ein Misstrauen entstanden, wo die Leute nicht mehr mitmachen. Und da geht es schwer für Solidarität an anderen Sachen aufeinander zu bringen, dass Leute einfach das Vertrauen nicht mehr haben. Ich gebe gerne Herr Gibert vor. Kann ich danach von parlamentarischer Demokratie schwätzen? Da das schon am Anfang geholt, was man meine, was man hätte. Ne? Am Generellen gibt es so ein größtenteils aber ja, aber am Spezifischen in dieser Situation nicht. Ganz kurz Ja. dazu. Das große Problem ist auch, wenn dieselben Parteien an der Regierung, an dem Parlament wird, wie kontrolliert da wen? Eine Partei kontrolliert nicht sich selber. Nee. Ne? Und heute in Lützburg haben wir am Anfang geholt eine Regierung, die plus ou moins sieht, wo es hingeht, an das Parlament, das sagt ja. Okay. Und hier und da traut mal kleine Parlamentarier sich ein bisschen kritisch zu sehen. Ich denke, das ist direkt zurückgepasst. Das ist nur auch nicht mehr der Fall. Herr Visenius, Ich wollte just de Paradox das ist interessant, was Giberian so. Paradox ist just das so ein ganz knapp Mehrheit, Ja. 31 zu näher. Und just dat paradoxalerweise feiert zu einer Verstängerung, einer Sklerosierung, zu harte Fronten, wie die nicht gehen. ich will mit dem doch Problem, ob den Herr Visenius Zwei Drittel Majorität Ja, ja, wird. Ich wollte das just Ja, ja, okay. ergänzen zu dem, was. Aber weil sie so knapp Ja, sind, die kann sehen kein das. sich erlauben, aus der Reihe zu tanzen. Herr Visenius, wie geht die Gesellschaft Lohai an der Pandemie an den Hircht? Wie als du, was Maßnahmen muss also Staat holen? Die Maßnahmen, die wir haben, du fragst dich am Anfang die Leute, die das durchsetzen, wie du an Police. Die Leute zum Beispiel zu verbieten, abends rauszugehen. Wenn ihr länger am Auto an der Nacht wird, da soll man ihnen erklären, wie sich länger am Auto an der Nacht ging ausstehen. Da geht es doch drin, dass Politiker immer das gute Beispiel weisen. Weil der kann sehen, den nicht finden sie, an dem ein Beispiel vorgeht. Wenn er selber bekannt wird, dass Politiker sich schon selber nicht und hier ege Regeln haben, da geht natürlich schwer, den Leuten zu erklären, was Solidarität ist und wie ihn sich zu beholen hat. Was aber auch wichtig ist, er geht geschwärzt von Gesetzen, die restriktiv sind. Wenn wir davon ausgehen, wie geht das denn zurückgedreht? Wenn ein Polizist Leute, die gesagt haben, Noel war auf der Straße, wenn das aus die straffällig ist, wie geht es mit derselben Person zu gewalt Gesetze einkehr aufgeschafft sind? Den hat das am Kap, den hat dann eine Machtfülle, für den zu erklären, dass das ein Kehr wäre, aber lo nimmt nicht. Da braucht man dann aber ganz viel Psychologen, für den strikt zu kriegen. Und das ist mein Problem. Das heißt, mir hat so getrippelt,
am Anfang wusst Kewert wird, kann ich auch akzeptieren, dass Politiker alle gesagt haben, wir vertrauen nicht, dass eine Navigation à vue. Wir gucken mal, was noch bringt, Franzosen und Deutschmann. Für mich wären wir ja nicht frei, wir müssen die U-Bahn, sonst wäre vielleicht Grenzen zugemacht geben. Aber wie kann man aus dem System raus, für nach ein Kehr, der Wien ist auf die richtige, also der Kern ist auf die richtige Weg zu kriegen. Aber wie gesagt, das ist für mich das wichtig. Wir müssen nur herausfinden, wie wir das zurückgedreht kriegen, für dass just die Leute, die Exekution haben, nach ein Kehr kriegen. Vielleicht müssen sie dann noch Penalgesetze changieren. Das ist nicht das, weil egal wie lo 12 Uhr auf der Straße ist, die lo ein Kriminal, ich soll einfach kriminell, vielleicht richtig, nicht das richtig juristisch wäre das. Wie kriegen ich den hin, dass den ist respektiert? Wenn nicht für ihn straffällig ist, den auf einer Zeit an der Straße ist, im öffentlichen Raum, der nichts Falsches gemacht hat. Ich so ein Beispiel von mir, ich bringe meine Kinder an die Schule, also von einem Kurs, und da kriege ich ein Protokoll. Ich meine, das, was mein Pflicht ist als Pap, und ich kriege dafür bestraft, weil ich das mache, was ich meine, was die Education von meinem Kind. Also ich konnte das aber nicht im Moment einem Polizist erklären. Vielleicht wird ihn das ja auch nicht gelehrt, wie wichtig die Schule ist. Das ist nicht für ihn, das ist ein blödes Beispiel. Ich mir Hunde Norden verloren an der Hinsicht. Das einfach als Westschölen Freiheiten zurückgehen, das ist ganz anders. Wenn er bis auf den Abdit kommt, gesagt, das geht. Und das ist schon eine Art, so nicht, dass das bewusst ist. Aber zu testen, wie weit können wir gehen? Was lassen Bürger sich gefallen? Das ist dann wenn da Proteste sind, da gehen wir vielleicht so viel Freiheiten und zurück. Aber wenn nicht, das lebt doch ganz gut. Für man nicht besser. Aber wenn die daheim bleibt, alle Götten, und da bleibt auf Distanz, dafür können wir doch viel besser regieren, wie wenn das zusammenhängt. Aber nicht dürfen protestieren. Haben wir da ein Problem an unserem Rechtsstaat? Das ist ein ganz großen strukturellen Problem vom rechtlichen Fundament. Der Staat, nicht nur die Lützeburg, überall, der Staat per Definition als etwas, der wird ganz möglich. Das ist für den Nietzsche so der kaltste von allen Monstern, von allen Ungeheuern. Den Helmut Schmidt hat gesagt, der Rechtsstaat hat nicht zu siegen, er hat auch nicht zu verlieren, sondern er hat zu existieren. Was meint denn damit existieren? Und existiert ja aber dann nicht an einer Pandemie. Für kurz auch auf das Zitat von Helmut Schmidt, er sagt, existieren nicht so funktionieren. Ich meine, existiert, ja, an der Verfassung, existiert und Partei. Hat nicht Express gesagt, existieren. Das weiß ich schon nicht, also da habe ich schon keine Ahnung, dass das Express gesagt hat. Genau. Ich muss in einem Rechtsstaat tun, den korrekt funktioniert. Bon, du musst natürlich gucken, welche Institutionen garantieren das Funktionieren vom Rechtsstaat. Aber was ich aber auch will sagen, wir fokalisieren uns heute auf den Staat mit der Einschränkung von unseren Freiheiten. Wenn man aber da guckt, die großen Entreprisen und so viel, die mit Internet und so viel schaffen, die sind auch ganz gefährlich. Und froh ist, wenn wir den Staat nicht mehr haben, für uns gegen die zu schützen, das sind wir auch verloren. Aber wenn wir nicht die sozialen Medien haben, für uns gegen den Staat zu schützen, sind wir auch verloren. Das heißt, am Anfang, wir müssten eine Kontrolle haben über die zwei Sachen. Und wir müssen verhindern, dass die zwei Sachen zusammen schaffen, weil das sind wir total verloren. Die merkt, da wären zwei Feinde, die irgendwo von alle Richtungen kommen. Das heißt, ja, ich meine, mehr als der Staat selber. Auch die großen Kompanien. Die großen Kompanien auch. Ja, also ich meine, die Multinationalen, wenn ihr guckt, Amazon, die haben alle Algorithmen, die wissen ganz genau, wenn ich ein Buch bestellen habe, kriege ich dann ganz grob an, ob ich da angeboten eventuell. Das heißt, die Kompanien, die wissen ganz viel über mich, der Staat weiß auch ganz viel über mich. Das heißt, es sind nur transparente Bürger. Par contre, die Kompanien an der Staat, die gehen immer Männer transparent. Und die lassen sich auch noch Männer an die Karte gucken. Ich meine, wenn ihr guckt, dass zum Beispiel das Parlament um einen Militärflieger, wo die Surdépense waren, sie wollten keine parlamentarische Enquetekommission ersetzen. Wie kann ich dann dagegen führen? Ich meine, das Wie kann ich dagegen führen? Ich meine nicht mit Lesebriefen.
Se Leiit eben du se beschéet so ha guck de Schat du am Tageblatt Lieserbrief fir mit den Titel met war quasi Requiem fir die parlamentarische Demokratie. Ich mengen dat fir du no geschnitten hun dat die Lützbeschgi so en Gehirwäsch. Die Leiit kreen se, aber se kreen se vun alle Niveen an dat ver du gespart iwwer sozialen Medien Weltäit, wo man kin Afflos hunn, wo man als Menungsbildung so manipuléiert gët, dat man mo net Merken an nawer krémen die dos fir dos kréme se an hanno fannet Leiit dat zum Deel alles normal wie et geht, well de Mënsch jo haut iwwerfidert gëtt mat den Informationoen schon dacks zu Leiit so mo wat vergëchte, die hat Norricht. Da können 90% dat net méi entwette wat Leiit einfach mat den Norrichten iwwerfidert gin an dëffe neich méi enregistrieren, dat schon gonn iwwer leen iwwer dat wat enregistriert gin. Dann ass het mench die Menungsfreiheit, die man ja auch andenken. Ist schon zum Beispiel immer ein Problem, wenn sieht, dass du als nicht politisch korrekt. Was als politisch korrekt, als für mich schon eine Anengung von der Meinungsfreiheit. Ich kann nicht festlegen, was für uns politisch korrekt ist, aber wenn dir das macht, nee, das ist immer eine Gruppe, eine Person, die das definiert, was politisch korrekt ist. Und die anderen haben sich gesagt, nee, eine Demokratie muss mit allen Meinungen solange wie am Respekt vun dem anderen Mënsch ausgedricket, muss eng Demokratie mat all Menung können sich auseinandersetzen. Das politisch korrekt, aber net eng Menung, die ich ginn, déi politisch korrekt as. Da begin ich watch fährten, dat het Leiit lo mat der ganze Situation, dat as net eng Sa vu 14 6 Mälos gimmer schon op 2 Joer zo vu Leiit do es gewinnt gin, wat nur am besteckernde Leiit henke bleibt. Dat ënnerwerfen, dat Follechen, dat Unhullen, wat ich vun Öwerhof gesot kind. Dat gas och en gewissen Situation, die sich lo Leiit niederläst, an die Menge Meinung Nowirkungen ernot. Wenn ich vielleicht ein bisschen ablenke, ich will nur die neue Verfassung kreen. Vor 4 waren Allpartei. An ihrem Wahlprogramm sollte man machen ein Referendum. Loget so gëtt ke Referendum geht. Das so net dieselvig. Mi se gëtt a Féier opgedeelt, wat nach viel méi schlimm ass, mir lo 4 Deele, et gëtt 4 Wotten, a wenn Politik ke Referendum desideier. Am Folleg hat awer gerne Referendum. Da muss Folleg eng Initiativ populär, muss 5 Leitung Staatsminister Brief schreiben, da muss den eng Prozedur deklancheieren, an dann hun Leiit an eng de Lehmensch vun 30 Steech, mussten ze op Gemeng go 25.000 Stück für sich aschreiben zu losen, fir dat dann ein Referendum wie dann den zweite Wort konstitutionell an der Chambre ass. Dodurch dann se dat lo a Féier opdeelen. Lo gëtt jo die Attraktivitéit so Schlomo fir so Referendum ze wirket jo viel wie klein. Well ech vielleicht am Kapitel 1, wo ich so dat geht mat mir nie, die bis am Kapitel 2, die bis am Kapitel 3, an dir am Kapitel 4, also als Stimme für Referendum durch 4 schon gedeelt an Schulgöchte Minden oder Winnie Simon Beisel Radio heieren mochte so dat hatten schon enke dat die haben just 800 Stimme kriet. Ich wënsch de bon Chance wenn ze dat dat du hast voll schon deklasséiert ihre geht. Er Platz hat man de Courage, dat man so immer mir losen die Gesamtfassung los man vom Folleg aufschwätzt, aber hun noch de Courage alle frohen alle zu stellen. A für wat man Team gesagt was ganz wichtig ist. He meint dass die als menschlich Freiheit die fällt effektiv op de Blätter. Was halt ihr davon? Mein huet et genau gesot, wann Leiit sech bis dro winnen, a viel Leiit die hun haut net die Initiativ is sech ze viren, sie wissen net. De Medien komme verschiedene Medien Informationen net winst enger handeln kann, dann ist aber sinnlos. Wie kann ich du gegen 4 go? Wie gesot da missen Leiit, da müssen Politiker drog leben, dat Leiit och do no gegen Stimme goen, aber dat kann da sinn, dat se bis du hin vergiss hunn, wat das an dat eben well och die ganz Chambre praktisch vier Gesetzer gestimmt huet, hun Leiit jo am Fong och go kein Schwar. Jidfried Dialog ging so Follow
will man nächst Freiheiten viel mehr viersetzen. Und der Opposition wird ja auch nach, dass verschiedene Oppositionsparteien noch mehr streng wollten, man Bierger Fiego wie die Regierung. Das kann ich nur sagen, man da sieht Regierung ja nach ganz freiheitsliebend von der gesagt, was die eigene Opposition vorgeschlagen hat oder was nach dem Ausland. Das ist ganz schwer für mich, dass Leute sich richtig positionieren an so einem Déjeuner, wo nicht viel, ich will nicht gerne so einfach nicht viel Leute durchgucken, was sie überhaupt können machen, wo wirklich das Problem wird. Das Problem also, das heißt, da mir sie so geht da nicht der Stimme, aber dann wissen sie nicht, was andere Konsequenzen sind, dass das schwer durch die Wirrwarr durchzukommen. Ich meine, Medien müssten hier Sachen machen, wir müssen ein Verfassungsgericht tun, was effikaz ist, Richter müssen absolut independent sein, und müssen wir in Amerika sehen, wo die Leute in Mattsprache recht haben, wie gewählt wird, der Schaurig muss gewählt gehen. Das ist, solange das durch Politik ist, solange es Favoritismus... direkten Zugang zum Verfassungsgericht kriegen. Solange es, also, dass das ich mit einer Ethikkommission für Politiker. Aber ja, wenn ihr wisst, wie sie dezidiert hat, wie sollen die dagegen die Politiker eine Frage stellen? Also dumm dürfen die ja auch nicht. Das schon mal gesagt, da wäre feierte Pouvoir über Medien. Was können Medien do, wie können Medien do helfen, für die dort Situation zu verbessern? Das war die Heimat, das vorzustellen, wir wollen die Wirrwarr geht, das Leute mit ganz vielen Informationen konfrontiert geht. Also schwer herauszufinden, alle Probleme sind kompliziert, Leute die können sich an der Morgen 2 Minuten auf etwas konzentrieren, das merkt aber an den Sendungen 2 Minuten, da muss es drüber sein. Leider sind die meisten Probleme so kompliziert, dass doch 3 Stunden für ein Problem nicht durchgehen, das heißt, davon profitieren die Leute, die das in dich, ich so nicht karikieren, aber die nicht wollen, dass das durch die Volk geht. Also, dann wird wir müssen das Gericht so stärken, dass independent Jugen da sind für so eine wie zu machen. Wenn ich weiß, dass die neue, also in allen Bundesverfassungsrichter gesagt hat, was logisch ist, das heißt, dass in allen Deputierten, die Präsident ist, wie soll dann in allen Deputierten von der Mehrheitsparteien seine Regierung kontrollieren, was Freiheiten sind? Und solange Gerichte da nicht richtig spielen, natürlich müssen wir schon gucken, dass Volk, das so nicht für zu gucken, dass Richter dezidieren wie Richter, also wir so sehen, dass Volk mitschwätzen kann, weil Volk weiß ganz genau, was richtig oder falsch ist. Also wie kann wissen doch nicht, muss ich gut nicht lehren, was richtig ist. Leute wissen nicht von Natur aus. Du hast auch den größten Debat an unserer Gesellschaft, dass also Parquet gut nicht unabhängig ist. Vertell dazu. Was meint ihr dazu? Das ist natürlich extrem kritisch. Ich hatte, dass die Unabhängigkeit von der Justiz ein großer Mythos oder ein kleiner Mythos oder viele kleine Mythen. Ich hatte im Zusammenhang mit einer Affäre Lauston am Bonneweg in Essig geschrieben. Ich meine 24 Seiten. Pathologie des Luxemburger Rechts- und Ordnungswesens. Du hast ein Resümee gemacht für eine Seite in einer Zeitung. Fort hat man so gesagt, komm nicht. Schließlich hat ich noch 3-4 Jahre vom Chefredakteur, das Affaire Courant. Der Journal, Chefredakteur, der Ökonomie, hat so gesagt, die Resümee zu bringen, in einer Woche geht. Nein, das ist viel einseitig. Und hat just Tageblatt, aber Resümee brücht. Das war ziemlich scharf, aber das war eine Fundamentalkritik. Ich bin Leute verzweifelt ein bisschen und Leute geschickt, wo ich gemeint, das gibt es interessieren. Der Groupement des Magistrats, die natürlich Kommuniqué gegen mich gemacht. Und wie ich den Prozess so hat, Mathiger, dann hat den bekannten Maître Grasso das auch gefordert. Für mich als Feind von der Justiz zu stellen, als Argument zu wirklich den Essay. Und ich war nach Zirkel, ich war ganz zivil. Also Kritik, die als absolut nicht erwünscht. Und alles, was nicht
Herr Gilbert ja so politisch korrekt. Ich nenne das ideologisch korrekt. Was nicht ideologisch korrekt ist. Die sind doch der Meinung, das dass traurig. Tricht- Und da stellt sich ein ganz großes Problem. Die sind doch der Meinung, dass Tricht drin. Ja, aber das ist so eine große Ängstlichkeit an unseren Medien. Und dafür ist Zeit, dass vielleicht Medien kommen, wo nicht den Niveau von den sozialen Medien, das ist schon zum Teil fürchterlich, aber wo kann ganz auch scharf, harsch Kritik kann kommen, so ist das ganz schlecht. Und was ich wollte sagen, Wirtschaftsmöcht als politisch möcht. Ja. Eng Sentenz die so. Dat gëtt viel gegen de Bill Gates also weiterer Verschwörungstheorie. Ich gönne zu denen. Wir müssen aber gesehen, wat für eng an noch auch Soros, die viel Männer hat, wat den im Impact tun, wie die nicht nur Deler von der Meinung mehr an der ganzen Welt Meinung steuern und kanalisieren an eine gewisse Richtung. Das ist ganz grav. An die Dissidenten, man früher von Dissidenten Sakharov so weiter geschwart. Ja. Ich fühle mich und das traurig. Herr Kampagne, als Dissident. Könnt ihr vielleicht ein paar Worte sagen vom Parquet an vielleicht Justizministerium? Ja, vielleicht ganz kurz auch viel drin, wo gesagt geht, dass das Volk weiß immer, was richtig ist, was nicht. Da gebe ich aber aufpassen. Ne? Den Hitler ist durch Volk gewählt worden, 1933. Das heißt, das muss ein Orlo nicht Volk verherrlichen, also, und das wird immer recht. Ein abgeklärten Volk wird immer recht. Und dafür müssen wir ordentlich Schulen haben. Und das ist natürlich auch ein graves Problem an unserer jetzigen Situation, dass an den Schulen das Niveau immer mehr aufgeht. Ja. Für allem das Sprachenniveau auch. Aber wenn der nicht ordentlich schwätzen könnte, wie will der dann argumentieren? Das heißt, wie gesagt, da gehe ich aufpassen, wenn ich so ein Volk wird immer recht, ja, ein abgeklärten Volk. Dann, was Richter angeht, ich hatte auch für 20 Jahre sind das ungefähr ein großes Debatte mit Pierre Pescator. Ich hatte auch am Wort der Richter und sein Denker, das war mit der No-Examensaffäre am junge Lycée gewesen. Ich meine, für gut 100 Jahre hat ein französischer Jurist, Edouard Lambert, ein Buch geschrieben, Le Gouvernement des Juges. Und wird Beispiel von Amerika geholt und hat gesagt, Amerika ist eigentlich keine Demokratie, weil die letzte Entscheidung, die liegt bei ihnen Leuten, nämlich der Supreme Court. Und da muss ich natürlich auch sich vorstellen, wann sonst käme als schützt an unserem Rechtsstaat. Aber als dann nicht am Anfang geholt Gericht oder das Gericht da, die Letzten mit dem Reis können wenden. Wenn ich auch gucke, die Umweltschutzassoziationen, die Staaten für Gericht holen. Ich habe so gemerkt, wir kommen nicht mit unseren Protesten, das geht nicht, da geht eben bei den Gerichten. Ja, wie den Armer auch so, die Gedanken von der Independance, Neutralität von den Gerichten, das ist eine Mythologie. Mir hängt da nicht auch irgendwie schon an den Gesetzen selber, dass da irgendwie mehr Verbote kommen? Also, ich weiß so, dass das etwas, wo auch schon von anderen deutschen Denkern für allem darauf aufmerksam gemacht gehen, wann Koalitionsregierungen hat. Da müssen die ja allen zwei mit dem Text vom Gesetz verstanden sein. Und dann hält den das so weg wie nicht mehr möglich. Aber wenn der Weg gesetzt hat, da könnte Gericht geben, da kann eine Interpretation dafür. Also, just wir sind heute an einem Staat, wo wir schrecklich viele Gesetze haben, wo nul n'est censé ignorer la loi, das natürlich eine Illusion hat. Ich meine, die Denker, die den Rechtsstaat entworfen, die haben alle gesagt, so wenig Gesetze wie möglich und so klar Gesetze wie möglich. Und heute ist das, als die Bürger total verloren, erstens so mit der Masse von den Gesetzen und dann auch mit dem, was an den Gesetzen drinsteht. Ich meine, wenn die Richter selber, wenn das Verwaltungsgericht nicht weiß, wie das soll interpretiert gehen, also dann und Verfassungsgericht werden, ja, da seht ihr sich, wie soll dann ein normaler Bürger da reden. Ja. Ich war ja lange genug an der Chambre, in 30 Jahren, ich schon mein Leben lang Politik gemacht. Und ich gesehen den Fehler bei der Politik. Ich verstand Wir bleiben an einem Sujet für die Freiheit. Ja. Wenn Politik hier errichten möchte,
wenn Politik ja, weil ich sind kein, die sieht, kann man Justiz für zu dezidieren. Das ist, wenn Justiz muss dezidieren, wird Politik ein Fehler gemacht. Versucht, ja. Dann wird sie versucht. Und dafür so nicht, es sind nicht in die sieht, man muss Justiz stärken für den Lot, das war Politik nicht gemacht wird. Das ist immer Menge Meinung nicht mehr richtig am Recht da. Die sind da für die Gesetze. Dat die respektieren gehen. Also muss Politik Gesetze machen, die klar sind, wo sie man wie medisch Interpretationsmedischkete sind, wann sie mir weg sind, was no automatisch ich keine Fehler verkoten an den 30 Jahren, die an der Chamber war, wenn mehrere Gesetz gestimmt haben, da kriegen wir viel Erbig gemacht. Weil sie genau wussten, das Gesetz, du hast das klar, das geht erbig für alles an Justiz. Das ist so nicht der Fehler leid bei der Politik. An Politik muss sich das bewusst sein. Das ist natürlich alles so über Jahrzehnten so ein Arrangement gemacht. Lass mir das ganz ehrlich, das Politik, das Medien zum Teil, das auch Justiz, das ist für alles ein bisschen mal daneben verflasht. Und dafür sind die klare Trennungen nicht mehr. Nicht verflasht, sondern mehr auch verflasht. Ja, auch verflasht. Aber wenn haut neue Medien entstehen, so nicht, Gott sei Dank. Wir werden entstehen, die man so nicht oft, weil die anderen Medien hier habe ich nicht mehr genug gemäht, nicht mehr kritisch genug gemäht sind, dass sie am Anfang just das weiter drohen, was sie von der Regierung gesagt kriegen, dass kritisch dran frohen oder verschiedene Meinungen, dass in Zeitungen, da sind die eng gehört der Partei, das steht der Partei noch, die möchte die Meinung lernen, möchte die Meinung, aber das kritisch auseinandersetzen. Sie schreiben an derselbe. Ja, mit all derselbe. Aber wenn ich das ausländische Presse gucke, was dann sogar Staatspresse sind, die einfach Materiepolitiker, Materien ganz ehrlich das umgehen, wie das hier am Land der Fall ist. Nicht auch. Mit dem erleben aber, dass die mal sich eigentlich so richtig an der Sache setzen, was heute Lützburg versichert, mal alles mal für dich trösten. Das heißt, das arrangiert Politik und dafür hat sie sich dadurch so aménagiert, über Jahrzehnte. Aber wir müssen dann zurückkommen, dass das Parlament muss können wirklich die Meinung vom Volk bringen. Und Leute müssen mit angezugehen. Leute müssen mit angezugehen. Ich kann nicht auf Verfassung sagen, wenn ich da höre, man muss mit den Leuten viel drüber geschwärzt. Also ich kenne keinen, mit dem sie geschwärzt haben. So vielleicht mit ein paar Seminaren, einmal 20 und dann mit 30 Leute geschwärzt, wenn da ganz Tag so eine auserwählte Leute waren, die auch von den Parteien gekommen sind. Aber mit dem Volk selber. Meinung, aber wenn ich schicke in die Schule das Referendum für 2015, du hast ja nur gesagt, Leute nicht genug informiert. Ja, da muss eine Regierung Leute informieren, für das Resultat gibt, was sie gerne hat. Nee, die Leute müssen eine Diskussion führen. Die Leute sind dann richtig kontradiktorisch diskutiert. Die Leute sind nicht so dumm. Die wissen schon nur, was richtig und was falsch ist. Aber die Politik hat Angst für der Meinung. Und alles das feiert dazu, dass das ganz immer mehr verflacht wird, dass Politverdrossenheit kennt und dass man dann eben die Politik aufgedankt ist durch das Parlament, das alles durchschwingt. Was die Regierung vorschreibt, ohne dass die Parteien intern mal viel mit der Regierung diskutieren, und dann geht die ganze Pulver noch, wenn man dann mehr hingeht, dann geht man noch auf Gericht. Und dafür warnen nicht. Es soll echt da, dass in der Politik die Rolle zurückzuholen, an eine Decision zu holen, klare Gesetze zu machen, mit Abwirkung vom Volk. Und das geht nicht, weil ich mal 20, 30 war. Ich will aber nach den Herrn holen, an dem Red diskutieren. Die waren für eine Judiciarisation von der Politik. Ja. Ne? Wenn ich so, wenn das so, wenn CSV muss auf Gericht gehen, für ihren Präsident aufzusetzen, da muss man abhalten. Ein CSV muss intern können einen Präsident aufsetzen, der Klarheit schaffen, ohne muss auf Justiz gehen. Du gesagt, wie weit die Gedanken, man holen Justiz für zu dezidieren, fort, also wie einfach dann Politik sich möchte. Wir sind ja immer an der Freiheit. Ich komme nach Kirab von Deputierten 31 Leute loben. Das jahrelang es durchwinken, dann hast den Indien, die schnell kann reagieren, dass das Gericht folgt, die gehen nicht mehr weit durch gerufen. Das heißt, wir können Richter an 2 Jahren, wenn ich gut am Kopf holen, eine gewisse Direktion changieren. Das heißt, wenn du etwas schief läuft, dann kann ich nicht mehr hoffen, dass die Justiz trotzdem nur der Menschenrechte guckt. Es ist noch der Meinung, natürlich müssen Leute die eine Decision holen, also wie das Volk. Ich hoffe, wir haben ja gut verschiedene, wir stehen ja heute besser, dass die Leute heute aber besser informiert sind. Also
Wir wollen nicht schlecht Gouvernement, da kriegen wir die Verengserer sicher. Es geht darum, Leiit verréier besser informéet wie haut. voilà. das war meine Idee, wo die Justiz da greifen. Ja. Das, weil es auf den Longterm ist, die hat ganz recht. Wenn die Justiz sich muss er etwas anmischen. Und das ist für Drogen wahrscheinlich schon viel schief gelaufen. Aber weil es nur so, ich gesehen habe, einfach als Koalitionszwang, ein Massenzwang, wie aus dem Rat geflafen, der ging ja Einzeldeputierte wie am Fond responsabel, wann das Regierung gefallen, das heißt, dass du verstehst auch gut, dass die nicht mehr frei sind, obwohl sie Gesetz, also der Konstitution ja frei sind, das dürfte ja just nicht immer 31 gegen 29 sein, das ist ein Problem. Also das heißt, dass die Deputierten aber nicht mehr so frei an der Decision ist, wie dann höchstwahrscheinlich missziehen. Dat war wat ich bewollt so das geht man recht wat Justiz ubelangt dat ass wenn ich dat Land Deutschland gesinn. Dat ich kann als Bierger hi goen an so lohe de Parlament e Gesetz gestimmt, dat das net mat der Konstitution am Aklang. Dat könne mir als Lützeburg net Dir net ech Ke kann op Verfassungsgiko. Wir muss schon irgendwie an den Konflikt am Staat kommen, muss Prozess gehen an da kann dat Gericht desideieren beginn op Verfassungsgericht dann vor. Also mit dem direkten Zugang zum Verfassungsgericht da kind den zum Beispiel in Higo so Chamber ein Gesetz gestimmt, wo Menge Meinung nur Verhältnismäßigkeit nicht stimmt, was der Maklang als mit der Grundrechte, mit der Freiheit, und da kind darüber dezidiert gehen. Was ich für Drogen gemeint und das als die normalen Gesetze, die wir machen, dass die immer mehr auf die Gerichte dezidiert gehen, weil Politik kein Klo in am Text geschafft. Okay. Die kein richtig Spaß ist. Ja. Aber ich wollte Gerichte, ich wollte, gibt ja, wir dann erkaufen, ich, du machst da mich in einer gewisser Willkür, dir an Partner ab, ne? Zuletzt am Gegensatz zu Deutschland, ich will die moderne verteidigen, wo aber eine gewisse Basis da ist. Zum Aufschluss gebe ich einfach Mengen, keine Person zu einer Prognose an Zukunft, was mit der Freiheit als Lützeburg geschieht. Ich bin immer ein Mensch von Optimismus gewesen. Dat ich immer mehr pessimistisch denken und ich hoffe immer, und ich mache noch immer alles an meinen Diskussionen, für dass wir die elementaren Freiheiten, die der Mensch hat, dass die müssen als Leitfaden sein, für Politik zu machen. Und ich meine, da können wir nicht mehr erreichen, dass wir helfen, mehr kritisch zu gehen. Dat man fertig bringen an der Diskussion wie die Heiten so gut. Ich fand dat Leid selber sich müsste méi kritisch rabringen an Leid doch ustoßen, net einfach alles zu akzeptieren, mir alles kritisch zu hanfroen an net einfach blande Menschen zu lassen. Du musst auch de Courage dazu holen. Für selber zu denken an sie dafür brauche ich kein Courage, muss just will nun net ze machen hammeln. Es muss sich selber so der tote as dat ze wie dat se oder as da nicht. Dann kann sich informieren, muss sich kritisch wat alle auseinandersetzen an net einfach alles blande Menschen akzeptieren. Sie ja gewissen Deklan, gewissen Nähergang an der Politik, allgemein vom Niveau, am Umgang mit an die letzten, ich würde schon senken raus. Nee, die sind nicht net. Ich fand, dass den Umgang, dass der nach ewig selbst war, muss ich noch wissen, dass Politikerinnen sich gut Kollegen sind, parteiübergreifend. Das ist so. Ich kann nicht so an den 30 Jahren, dass ich irgendwie Politiker oder Politikerin an der Chambre begegnet habe, ich nicht wieso, dass das nicht mein Kollege. Also wir haben einen zivilisierten Umgang in der Eis, den politischen Umgang, das ist in anderen. Das ist in anderen, wo aber auch zumindest halt zu Lützeburg den Umgang aber fand ich noch immer bei einem Niveau aus, den du noch aber immer kann nach den schwätzen. Was ich will so, dass das generell auch Politik auf du fährt nicht bei den jungen Politikern. Bei den jungen Politikern, die kommen an eine Situation an, die mich die Politik nicht gelehrt. Die wären bei mir Politiker. Und die kriegen dann irgendwie von Gott Vater aus der Partei gesagt, so ist es, und sie machen. Und dafür ist mein Appell empfangen, die jungen Politiker auch kritisch, was von den Bürgern, auch kritisch mit dem umzugehen, was politisch dezidiert wird, und sich nicht einfach als den Handlanger, als Mehrheitsbeschaffer zu denen,
an ze machen dat wat die ewendriwer so. Mais as net en grosse Frustration an der Chamber, weil sowohl an der Opposition wie an der Regierung wegen Art Denkverbot iwwer dem ganzen schwebt und sowieso wat soll ich dat doof argumentieren oder han no get sowieso aufgestimmt wie Parteidisziplinet oder Regierungs D'Oppositionsparteiien machen dat die Freiheit das Majorität mussssen se Prognos die Zukunft. Gëtt de Mënch mi frei zu Lützeburg? Ich hoffe auch positiv zu sehen an ich schon dann vertrauen, dass letzte Woche mit der Hölle von der EU ist die Freiheiten auch gut zurückbringen, die wir dafür drin hatten und dass sie herausgebaut gehen. Die Kampagne? Weil der hat hier drauf Courage geschwert oder wahrscheinlich auf dem Kampf sein, was ist Aufklärung haben, Genau, den Mut, ja. die deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ich gehe so, wir sollen Freiheit nicht nehmen als legal Recht gesehen, als eine moralische Pflicht. Ja. Das heißt also, wir müssen gesehen, mehr sie wissen, die Freiheit tun, und wenn wir das als eine Pflicht gesehen, dann haben wir nicht den Choix, ob wir das tun oder nicht. Ich war auch 16 Jahre lang an der Gemeindepolitik, schon auch gesehen, wie es da läuft. Und ich fand schon nicht mehr ganz viel Hoffnung an Politik. Also, da fühlen sich auch abgehalten mit der Politik. Zumindest mit der Politik Politicienne, wie die Franzosen es nennen. Ja. Ich meine, wir müssen noch den Begriff von der Politik rehabilitieren, an Politik als die Teilhabe und der Police und der Gemeinschaft. Ja. Ne, also nicht einfach etwas, was professionell Leute machen. Das ist auch ein großes Problem. Halt. Ganz kurz, ich gehe immer gerne auf die Leute an. Ich meine, den Kant, das kann ich an zwei Wörter sogar auf Lateinisch oder sapere aude, wo dich zu wissen. Und das ist ganz knapp gesagt. Der EU wollen zu vertrauen, das fand ich ein bisschen blauäugig, weil das will in einem anderen Debat, vielleicht nächstes Jahr dann. Ja. Weil für mich als die EU-Kommission natürlich für allem bürokratisch und da man doch in gewisser Hinsicht ein totalitäres Monster, das man lebt, wenn ich die hart werde, schon ein ganzes Leben über die Sachen. No gedurcht net exklusiv. Okay. Dann gebe ich aber also ich NRW mat den Recht vu de Konsumenten an die EU, die schützen am besten Konsumentenrechte. Also du können es wirklich trop verlosen. Ja, die von denen, wie man am Handel. Ich wollte dazu so, dass die gölle Regel auf Deutsch, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Yeah. Das ist eine ganz wichtige Regel an der Ethik. 400.000 Jahre gerade wie Haut. Merci. Merci. Merci, alle Goeten, a Komplett. Merci. Merci.